Ja, grüß euch, liebe Leute. Ich befinde mich jetzt gerade auf der wunderschönen Ferieninsel Malta. Malta ist urleibend, hat steinalte Stadtmauern, steinalte Seemauern, uralte Kanonen, uralte U-Boote. Und man hört und staune, es gibt noch immer, wie schon vor 5000 Jahren, Zwergelefanten und Zwergkrokodile auf dieser abenteuerlichen Insel. Den weltberühmten Malteser Falke habe ich leider noch nicht gesehen, aber sehr viele Touristen in Ritterrüstungen. Ja, die verteidigen mit Schwertern und Lanzen die heiß begehrte Eroberungsinsel, kämpfen auf Gedeih und Verderb, auf Biegen und Brechen gegen die sizilianische Mafia und gegen die libysche Armee. Ja, die NATO ist leider in den Arsch gegangen. Rettet Malta! Rettet Malta! Rettet Malta! Ich wollte ja eigentlich auch ein Malteser Ritter werden, aber mir hat keine Ritterrüstung gefallen. Außerdem ist der Fasching schon längst vorbei. Darum stehe ich jetzt da, auf dem Felsenstrand von Sliema. Das ist eine Kleinstadt bei der Hauptstadt Valletta von Malta. Hinter mir brandet die tosende See, vielleicht könnt ihr es sehen. Gewaltige Wogen, riesige Wellen und so weiter und so fort. Und ja, was wollte ich noch sagen von Malta? Genau. Ja, genau, das Leiberl da, das habe ich mir gekauft 1993, ja, in einem Ramschladen auf der Meidlinger Hauptstraße. So schaut es auch aus. Ne? Schaut auch super aus. Ja, ja was gibt. Ah ja, wichtig ist, dass das Malta billig gut mundet. Ich habe jetzt gerade keins dabei. Hätte ich schon jetzt der Zähne gesoffen und könnte den Film nicht dran, aber ich freue mich schon auf Abend, weil da schmaus ich in einem noblen Hofenrestaurant das Malta Nationalgericht, gekochtes Kaninchen, ja, in Pfeffersoße. Ein super Papi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Ja, und jetzt machen wir noch ein paar Aufnahmen ist ein blödes Wort, beziehungsweise ich möchte das Meer, das tosende Meer da ein bisschen näher zeigen, oder ich zeige es ein bisschen zuge. Da was da seht, ja, diese Aushöhlungen dieses Felsenstrandes, ja, das haben seinerzeit vor Abermillionen Jahren die Dinosaurier hinterlassen, das sind ihre Fußabdrücke, naja, in die Fußabdrücke, wenn ich da einsteige, ne, zum Beispiel da in den da, ne, sieht man den Unterschied. Ne, ich habe einen 42er Bog, also einen 42er Schuhgräs und das war eher ein Baby-Dinosaurier. Achso, ja, das Meer habe ich versprochen, nicht schlecht, was? Die Brandung. Da, wenn man es ein bisschen zugezogen, nicht schlecht, ha? Nicht von schlechten Eltern. Ja, die. Warte noch einmal vielleicht, da seht ihr genau diese Abdrücke, Fußstapfen der Dinosaurier. So, da habe ich irgendwo wieder einen großen gesehen, warte ein bisschen. Ja, ich bin auch nicht nur, wie sagt man so schön, ein depperter Tourist, sondern auch ein Naturforscher, Archäologe, Geologe, alles Art. Ich muss aufpassen, dass mir nicht hier hat kein Scheiß. Wo ist denn das so eine scheiß große austretende Log da? Ah, da zum Beispiel, aber das war so ein Tyrannosaurus Rex, da Tyrannosaurus Rex, ganz automatisch. Na gut, das war's. Danke fürs Zuhören. Arsch! Genau, haut's mich da um. Das ist so uneben da. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Königreich fürs Meidlinger Unverkrankenhaus. Die würden da sich deppert verdienen mit abertausende Patienten, Verstauchungen, Brüche etc. Also nochmal danke, gell, fürs Zuhören.